an dann nicht hast du einfach so den Schalter losgelos an alles da war ich vor kaufen und so viel Suen ausgehen alle Kaffee nie durft warst du heim Serie gemacht und dann schon mal so ein Dinge dass ich salzig sehe gehst aber ich so super sad bis ich betäubt war. Willkommen zurück bei der Gölle Froh, dem Nummer 1 Podcast zu Lützeburg. Mein Name ist Tom Busseler und ich bin heim am Philipp Biberich an heute mal die ganz große Eier bei uns begrüßen zu können. Gründerin von Mokustag, Marie. Oder Marie oder Marie. Maria, ja, das immer. Ja, oh. Mokustag. Mokuchstag. Mokus. Ja, schon hab's gestartet. Ich wusste nicht, ich sollte immer Mokustag. Ich meine, wir sollten natürlich alle. Ne? Ja, ich so noch. Bis Mokustag. Ja, bis siehst du dann von oft, weil seit ich es gegründet habe, ich nie mehr in meinem Leben gesucht. Nein, ich sehe den nicht oft. Vielleicht mein Boom so mir oft. Kannst du ja wohl mein Instagram posten? Ja, nee, das war... Ja, ich war schon am Anfang stolz mit dem. Ich meine, das ist ein easy Icebreaker, so man Leute so froh, weil das ist wie so Mokustag. Ja. Auch für euch. Wieso Mokustag? Ja, apropos. Mokustag ist am Anfang eine Plattform, für die nicht wissen, wo ich über psychische Gesundheitsprobleme schwätze, ob Lützeburg. Und darüber insistieren ich immer, dass es ob Lützeburg ist, weil ich fand, dass es nicht viel Ressourcen gehen ob Lützeburg leider. Und da habe ich selber meine Geschichte geschildert. Ich hatte eine Depression, mit 17 habe ich diagnostiziert, auf 4 Drohnen habe ich eine Erstörung entwickelt, ab so 13 Jahren ungefähr. Und ich wollte, dass die Leute zu Lützeburg mehr offen darüber schwätzen. Und wie die Leute da im Moment ein bisschen machen, also, man muss mehr darüber schwätzen, okay, du machst das doch. Ja, am Platz, da sind selber, ich möchte nicht. Und ich verstehe noch, und das ist wirklich auch nicht einfach. Und du wolltest ein bisschen so mit einem guten Beispiel gehen und weisen, okay, schwätzen darüber, über eine Erstörung und Depression. Und dann macht ihr Orlo, wenn ich schrieb, auch mit mir. Da hatte ich schon Témoignagen, du mit Leuten, bis lohnisch. Tanja, weil die was in Panikattack geschwätzt, und auch Valerie, weil die was in Orthorexie schwätzt, das ist auch eine Version von einer Erstörung. Das heißt, ja, du sagst auch dann Leute, wenn du auf den Instagram oder den Facebook gehst, die wir hier Probleme schwätzen, weil ich kann nicht für alle Menschen schwätzen. Ja. Und noch zum Thema Depression oder Erstörung, ich schwätze von Menge Versionen, von Menge Erfahrungen von denen. Das ist so breit gefasst und kann für alle Menschen so ernst sehen, dass es nicht so... Das ist so, wenn du das nicht tust, dann geh du nicht bei Psychologen oder Psychiater, weil das ist nicht genauso, wie Maria in dem Video sagt. Also wirklich nicht. Ja. Aber wie schwer war das für dich, so das Video zu machen? Also... Ich wollte schon immer irgendwie einem helfen, der Mutter. Ich meine, viele Leute, die auch im Moment vielleicht eine Depression durchmachen oder gucken, die denken sich auch schon, ich will unbedingt der Mutter einem helfen. Kann ich nicht, dass ich das gerade durchmache, für nichts. Da muss ich irgendwie einen Grund dahinter ziehen. Und plus sind die Leute auch mit Empathie und so Probleme. Die wissen, wie es ist und die wollen dann helfen. Und du denkst immer, irgendwann kann man ein Buch drüber oder irgendwann kann ich nie gedacht, dass ich irgendwann gegen Hause sitzen zu Lützeburg und das auf einem Podcast zu Lützeburg mit Leuten beschwätzen. Mega, mega krass. Mit war schwer, weil ich schon an der zweiten Semaine de la Santé Mentale letztes Jahr gegründet. Das ist am 2. Oktober 2020 schon gestartet. Und ich mich einfach schockiert, dass das zu Lützeburg die zweite Semaine Mentale an der Geschichte von Lützeburg ist. Ich habe einfach nicht verstanden, ich habe gerade vor dem Mikro gebläht. Ich habe gar nicht verstanden, wie wir so dran sind am Anfang der Mutter. Das war irgendwie so als Gesellschaft halt zu Lützeburg, also ich gar nicht drüber geschwärzt. Also weißt du, so, nicht für weiß, dass die Sachen gehen, aber bis eben so für ganz kurzem nach, kommt er einfach so ein bisschen so... Wasch geschiebt oder so. Genau. Nicht drüber geschwade, ja. Das ist aber überall so im Englisch. Das ist nicht nur Lützeburg, oder? Ich habe gefühlt, also ich habe 4 Jahre in Schottland gewohnt, an EU in England, an UK, sind sogar ein Mental Health Minister. Und da will ich Minister stellen, finde ich. Aber sie hören nicht wirklich und sind da Millionen dran gestartet. Und überhaupt Schottland ist mega weit mit all diesen Sachen, okay. Mental Health. Ich meine noch auf der Uni. Ich konnte E-Mails von meiner Uni, Trigger Warning, Suicide, und dann mich schwätzen oder drüber hier und dort. Ich weiß nicht, ob das Heil oder Fall ist, ich war halt nicht auf der Uni mehr. Sie sind mehr open, aber der Mutter. Okay. Problem ist auch einfach, mir als Lützebäuer gesehen das oft an all den anderen Sprachen. Andere Lützebäuer. Ich kann sehen, dass Leute, die gucken, ich habe immer also auf Englisch geguckt, ne? Auf Social Media. Also viele Leute, die schwätzen über Angststörungen oder Panikattacken oder Depression, Erstörung. Auf Englisch, auf Deutsch, auf Französisch, aber nie auf Lützebäuer. Weil das ist eben ein kleines Land. Ich verstehe noch, du setzt dich da raus und so, nee. Also das ist nicht geschieht bis ich lebe noch immer und ich bereue nicht gar nicht, das heißt, keine Angst. Ich verstehe keine Angst. Und schmeckt Leute noch Respekt dafür, weil sie sich vielleicht selber nicht trauen. Ja, das
Ja. Also nicht doch, weil hier am Land halt so kann, dann gibt es so dick sehr so geschwart einfach über alles. Ja. Und du, wenn es traut, den sich halt nicht. Aber wenn dann aber möchte, so wie du, dann geht das halt auch dick sehr kommuniziert, aber halt dann am Positiven. Ganz genau. Voilà. Ich wollte da so drehen, weil ich war 5 Jahre im Ausland. Das heißt, meine Freundinnen oder die Leute, die ich kenne, die kenne ich schon seit 20 Jahren, die waren voll der Hand, die wussten ja auch Bescheid. Und sonst kenne ich am Anfang keine Leute, die so, weißt du, Leute immer so, und letzte Woche sind Leute mega judgy und du, ich kenne natürlich mega gut Leute. Ja, also die Leute, mit denen ich mich umgehen, sind super. Und die waren nicht so, oh mein Gott, was mache ich noch? Weißt du, ich checke den, hast du Video und dann gibt es Feedback und das sind ehrliche Leute und ich appreciere meine Familie, Freunde mega viel. Und da war ich immer so, mit wem hängen die alle gut denn? Dass die so fand, dass auch Menschen so schlimm sind. Ja, das war ich die beste Leute. Also das ist wirklich, und wir sind schon rumgekommen. Aber wie du siehst, jeder kann jeder reden. Ich meine, Mokus sagt, wenn er so explodiert in einem anderen Land. Genau. Explodiert, okay, boah. Also das ist ja, am Anfang so ja, bei dir war es auch so, bei mal alle Stories, so die Videos. Also. Ja, weil, also, ich gucke direkt mal so auf Insta, so, an dick viele Stories war halt Mokus da. Ja, aber ich finde das gut nicht kann. Ja. Gesagt du das aber dann ein bisschen eine Vierdeel. Und dann wie der Philipp so, ja, ich war so, hey, ich kann das doch. Denk wie Leute waren so. Und ich habe immer trainiert. Oder ich hatte ein bisschen, weil ich gar nicht Trainerin, ne? Ich weiß nicht. Ja, krass. Mega witzig. Aber ja, das ist das. Und noch, wo ich da so viele Leute aus dem Sport dann auch, die gesagt haben, Marie, super, cool. Weißt du, du hast das schon 20 Jahre nicht mehr gesehen, 10 Jahre sogar, sind nicht mehr gesehen. Oh, das ist cool, dass du gesehen hast, ich feiere das mega. Und ich kriege so viel Live-Leute, weißt du, wusste vielleicht auf der Straße noch ein paar Jahre, du erkennst ein bisschen, wie du weißt, und siehst nicht wirklich schmeuer, weil du nicht weißt, wo du kannst. Die haben geschrieben. Weißt du, natürlich, lo weißt du, okay, Barriere ist gebrochen, du schwätzt mal nichts, weil wir es gesehen an der Stadt. Boah, man muss gar keine noch sowieso, okay. Aber, weißt du, das ist einfach wirklich mega schön. Und dafür wollte ich auch den positiven Deel dazu auch drücken. Und noch wie du siehst, Respekt auch den Woche, da kommen. Und ich bin noch wirklich stolz auf mich, dass ich mich getraut habe. Also ich hatte niemals gedacht, niemals an der Dave Depression oder Irrstörung. Du musst Irrstörung, du hast viel Scham, aber du da verbunden. Also du schumst dich mega für das, was du machst. Dass ich am Anfang geht das so voll als Charakterschwäche also, gesehen. Kannst du eigentlich so, also wie das? Also meine Erststellung, guck, als mein Video kann ich beschneiden. Das ging mir einfach. Und das Heil lebt einfach weiter. Das ist authentisch, das ist ganz schlimm. Das war vielleicht schwarz ja wirklich so. Weil alle Menschen schwätzt ja so. Also ich muss ein bisschen, meine Schere, meine Mama schon mache ich was Mildes. Mama. Ich hatte eine Binge-Eating-Störung. Und das kam, weil ich gesagt habe, ich müsste aufholen, das kam von Restriktion, schon in einem ganz jungen Alter. Und hältst dich zurück, ist der Neist, und dann bin ich kurz Fressattacken. Also ich habe nicht Binge-Eating-Störung genannt. Ich weiß nicht, ob der Blitzebüsche Wort dafür geht. Also in Deutsch gehört Binge-Eating-Störung. Binge-Eating, also dann einfach bingen, einfach so unkontrolliert. Das heißt, weil du dich immer zurückhältst, hast du auch gewisse erstens Sachen, die nicht darfst essen, die nicht gesund sind. Ich habe dann auch ich bin irgendwann da reingegangen, da war ich mega stolz auf mich selber. Und ich bin gegangen und dachte, oh mein Gott, ich bin so gut. Und dann war so schwach den ganzen Tag. Und dann auch, wenn du so schwach bist, und du hörst nicht mehr, dann bläht dein Körper ja noch mehr noch essen. Und dann hast du dann einfach so den Schalter losgelöst. Und alles, da war ich vor Kaffee, und ich so viel Suchen ausgehen. Und alle Kaffee, die ich nie durfte, war ich daheim, Serie gemacht. Und dann hatte ich immer so ein Ding, dass ich salzig sehe, gegessen. Aber wirklich so super satt, wirklich so, bis ich betäubt war. Also, das war wirklich so gesteuert, das ist eine psychische Steuerung. Dass ich einfach so betäubt war, wie andere Leute wahrscheinlich noch Alkohol greifen oder eine Droge greifen. Ich weiß nicht, ich kann nicht wirklich so vergleichen. Und ich habe das erste gemacht. Und da könnt ihr auch so mega Dopamin. Zumals war das so ungesund, erste Ware, ungesund. Du isst nicht viel, weil gesund ist für mich, aber viel Zucker, viel Schokolade, weißt du, Dopamin, hopp. Ja, und da warst du so, fühlst dich gelassen, schumst dich mega, weißt du, du wolltest ja dünn sehen, wieso isst du so viel, ich bin mega schwach, ich finde nichts zu gebrauchen, also du bist mega eklig mit dir selber auch. Und da fällt dein Dopamin mega, ich habe absolut gar nicht studiert, ich habe irgendwie gesehen, wieso geht dein Dopamin hoch, und dein Dopamin fällt, so hat sich ungefehlt bei mir, weißt du. Und da kommt Depression, weißt du. Und der einzige Weg für dann du raus aus der Depression, aus einem Fressertag und dafür darum so, noch Energie zu kriegen, und dann bist du so in einem Zyklus, und an dem Zyklus war ich ging bald so 10-11 Jahre lang. Und nicht sogar mehr. Okay, ja, wirklich. Weil du kannst wirklich einfach nicht einfach da raus. Aber wie oft kommen die Fressattacken? Mal Heinz hatte ich so alltag. Alltag? Ja. Purmal einen Tag, weißt du, da so. Dann, ich hatte ein Video geguckt von einem über den Alkoholproblem hat. Und er so vom Moment, wo er aufsteht, hat sich just darum gekümmert, sich zurückzuhalten, für nicht Alkohol zu trinken. Und genauso nicht mich mit Essen gefehlt. Dann steht mit Essen als aber, du musst ja essen, für zu überleben. Der Körper braucht ja nicht Alkohol für zu überleben. Oder auch andere Drogen. Du musst leider mindestens 3 Mal da oder wie haben wir es da konfrontiert damit. Mir nicht zu viel. Ich habe wieder so süchtig und Drogen, das ist ein bisschen aber nicht zu viel. Das ist schwer. Weißt du, und du hast ja eine mega komische Beziehung zum Essen dann auch noch zu deinem Körper, weißt du. Und das ist einfach so schwierig. Ich will nicht sagen, dass es die schwierig ist, ich weiß nicht, wie das anhat zu holen. Aber ich verstehe Leute, so muss man Erstörungen. Ich kann auch nicht für Anorexie oder so schwätzen. Es geht
für mich mal nonstop schüsst im Essen. Ich habe mir auch gedacht, was denken andere Leute den ganzen Tag lang? Bei mir geht es just darum, zum Beispiel sowas. Lo wie schon los ich so immer das normal. War das normal? Keine Ahnung. Ne? War das für euch normal? Mir einfach so stabil, an dass ich keine Steuerung mehr habe. Also du merkst aber den Unterschied. Und ich kann den vorbeantworten. Ja, nee, wie oft? Wie oft? Ja, von, hast du all da, daneben hatte ich dann Episode, wo ich gut Regime gemacht habe, wo ich brav war. Dann hat es ein paar Wochen gedauert, vielleicht, wo ich nicht gemacht habe. Und dann ein Vollfräsertag. Und da warst du immer so, oh, wieso bin ich so schwach? Wieso kann ich das nicht? Und ich bin ein ultradisziplinierter Mensch. Also, dafür hat es gut nicht gepasst, wie man Leute so mengen, dass sie so schwach Leute, die Suchtprobleme haben. Das ist gut nicht vor. Du kriegst es dann einmal, ich habe nicht studiert, irgendein Ding an den Kopf, dass du dort so greifst. Du bist nicht schwach, das tut nicht immer dazu dienen. Und du brauchst dich auch nicht zu schummen. Also, du fährst auch Mokus da. Ja. Ich meine, die 3 Sachen, die ich immer so, also ich will, dass Leute sich nicht so lang fühlen. Ich will, dass sie sich nicht schummen. Und ich schwätze noch hauptsächlich mit Leuten, die etwas durchgemacht haben und die aber auf der anderen Seite sind, für zu weisen, dass es besser gehen kann. Ja. Weil es sind viele Leute, die sich bei mir melden und ich bin noch mega dankbar für die, die am Moment noch durch etwas gehen und die wollen darüber schwätzen. Und ich bin mega so solutionenorientiert. Ich so, das Wichtigste darüber zu schwätzen, ja. Wir wollen aber mit dem Interview machen, weil ich auch wissen, wo die Leute sollen hingehen. Ein bisschen spezifisch. Ja. Geh bei der ASBL, melde dich da und geh auf das Hit, für ein bisschen noch eine Lesung zu nehmen. Aber es geht all nicht gut, ich verstehe dich. Weißt du, das ist wichtig zu relaten. Ja. Da will ich aber auch ein bisschen aufregen. Mir gut, wo kannst du halt zuletzt gehen? Und in 2 Sachen hapert es ein bisschen. Das lasse ich mal melden, die nicht mehr durchmachen. Und auch, dass sie wirklich so, die mich so, ich mich selber durchausbrüche, Leute, heben nach. Und da sind schon noch keine Lösung für eine Binge-Eating-Störung. Ich weiß nicht, wo du kannst hingehen. Oder für eine Depression unbedingt. Kannst du nicht so gehen bei dem Psychologe oder dem Psychiater, weil ich war bei denen und das war super. Leider. Du warst nicht bei ihnen, Psychologe, Psychiater? Wie viele Leute das zuletzt machen, war ich mit 16, 17 direkt bei Psychiater, weil die rumbuchseiert gehen. Okay. Das ist aber nicht eine Überlegung, du hast sehen, wie du da Hölle für sich gehst. Du kannst auch direkt pöllen. Und ich bin nicht unbedingt Fan von, also wenn du das brauchst, ist das okay. Mir hat in dem Moment, wo ich Lutz-Recko wirklich nicht gebraucht. Eine gute psychologische Betreuung hat mir schon geholfen. So antidepressiv, oder? Ich konnte Antidepressive, okay. Ja. Vielleicht schon sie mir geholfen, ich weiß nicht, ich bin noch kein Expert. Aber sie hat zum Beispiel mein Problem gar nicht verstanden. Sie war nicht spezialisiert auf ihre Störungen. Sie sagt mir, aber nichts, wenn es zu viel ist, dann köcht einfach fort, dass es nicht mehr gesagt. Und dann denkst du nicht dran. Ich weiß nicht, oh mein Gott. Sie versteht gar nicht, wie das ist. Ja, genau. Ja. Echt so, merci. Und sie kann ja nicht dafür. Sie war nicht spezialisiert auf mein Problem. Das heißt unbedingt bei Spezialisierten gehen. So eine Journalin, so. Ich weiß auch nicht, wo die sind. Das ist das Problem. Man muss ein bisschen als Ressourcen zusammen kreieren. Dann schreib mal, wenn du willst, den nur spezialisiert auf Panikattacken, den nur spezialisiert auf Angststörung oder auf Anorexie, Bulimie, weißt du, ich hat Binge-Eating, das soll nicht wie Bulimie, ne? Das sind noch immer so, oder wie Anorexie, das sind andere Sachen. Ja, das ist, ich war professionell diagnostiziert gehen, offiziell, aber ich will, wenn ich zurückgucken, hatte ich echt so Psycholog, Behavioral Therapy gemacht, weißt du, dass ich irgendwie, oder einfach, dass ich immer gesagt habe, man sollte mal eine Psychologin, das so ein Binge-Eating-Video. Ich war bei so vielen Leuten, ich weiß nicht mehr genau, weißt du, und sie so, ja, Marie, du musst auch ein Regime zu machen. So fängt der Zyklus an. Und ich war so, nee, ich muss ja dann sehen, verstehst du das nicht? Nee, merci für den Input, aber nee, merci, ich gehe nicht mehr bei sie. Und das bereue ich mega krass. Und du merkst wie das Video, das wie so okay, aufschneidet bei mir, weil du kannst mega tränen an das, weil ich wirklich so, du merkst so, die 10 Drops sind, weil ich bereue wirklich mega krass, dass ich nicht weiter bei sie war, weil sie hat rasch mich wohl dem Moment nicht hören, weißt du? Regime nicht machen, das geht nicht. Ich weiß nicht, ob du das erzählst, aber für was wolltest du denn sein? Also für was war das denn im Kopf so? Ich habe für Sportcoach gesagt, ich komme nicht von mir, obwohl ich mal keine Gewichtskategorie habe. Das heißt, ich war, ja, für das ich mir explosiv bin, für das ich mir nicht sprangen, für das ich weiß nicht, wo ich mal los und ich war 10 Kilo Mann wie und ich war ganz gut, also das war wirklich an 8 Kilo und das ist auch noch egal. Ich habe mich gut gespürt an meinem Körper. Das kommt mir bevor draußen. Und das ist bei vielen Leuten ein Problem, dass ein Trauma ein bisschen vorbausen könnte oder der Grund, so, für was den so rauffällt, könnte oft vorbausen. Und auch, wenn ich gelebt habe, und auch gelehrt, nicht mal Empfangerweisen. Und nicht so, na, wenn der nicht das gemacht hat, der hat mir das gesagt, dafür sind ich Leute dran. Ich weiß, das ist mega schwer. Ich war mega viel, also jahrelang und ich habe mich gefressen, wurde wirklich. Das tat so, das ist mir um weh für ihn angefallen. Ich weiß, ich wurde wirklich mich gefressen, da muss ich so. Aber ja, das war, ja, ich konnte gesund, mir so viel. Und dann auch Gesellschaft natürlich. Aber in dem Moment hatte ich noch nicht so viel Instagram und so wie Leute. Ich weiß nicht, wie das los ist, um da abzuwissen. Sobald ich Instagram hatte, habe ich auch Fitnessleute gefollowt, weißt du, die dann hier Kalorien zählen, die dann verschiedene noch im Moment Proteine, Kohlenhydrate so gewieren, gezählt, wie viel Gramm ich esse. Und alles das ist natürlich ein bisschen, Paulo ist auch ein bisschen mehr fit, so es mal war, wie ich schon abgewusst bin, vor 100.000 Jahren, war dann mehr so wirklich skinny, size zero. Ja. Ne? Wenn ich so die
schon so Inspiration geguckt. Nicht die Hashtag gucken. Aber wie ist es wirklich so dünn Schanken und so. Also, ich muss vielleicht ein bisschen Trigger Warnings machen für Leute, die das vielleicht triggert. Okay, ja. Und wenn ich das gucke, sind die so, oh Mann, sind die Leute froh. Weißt du, das stellen wir schon ganz anders froh. Da sind die, nee, das ist nicht ein Ding. Das war ein bisschen so die Kombination von gut gesucht und dann war ich so, ah ja, effektiv, ja, ich kenne doch sowas gesehen und dann. Du warst so an einer Bubble, so an ganz genau. Ganz genau. Ja. Und du hast dich selber immer dann gejudged, das schlecht gefühlt, wenn es darum geht, so ist? Ja. Okay. Weil und plus waren so mega unkontrolliert. Also, wie war nicht so. Ich denke, ein bisschen mein Käppchen. Du musst dich schon nicht schlecht fühlen, wenn es ungesund Sachen ist. Oder so genau. Oder hast du mal, weißt du, so die Leute so, oh, heute schon ein bisschen zu viel Pizza gegessen. Weißt du, ich hätte davon können nur 3 Stücke abhalten. Das ist gar nicht das. Das ist so extrem, dass ich, wenn ich nur zurückdenke, weil ich gehe, also wie hat mein Monat funktioniert. Ich bin wirklich so mega, steht immer mega leid für meinen Körper, was den durchgemacht hat. Weißt du, und da scheinst du auch mega abgebläht und auch so betäubt, wie gesagt. Du konntest zum Beispiel, hattest Training und du konntest nicht gehen, weil ich einfach so war, weißt du. Die Schüsse du so Chips, Schokolade, so Sachen gehst. Nimmen und also ich kein Brokkoli, das ist geht's gerne. Koch mal ein bisschen Brokkoli, ja. Und auch so Sachen wie Nudeln, wo ich dann in dem Moment gedacht habe, das wäre mega schlecht für mich. Dann ich mich da losgelöst oder Brot. Ich habe so ganz Probleme so, wenn ich bis auf die Uni komme. Du warst schon ganz so lang. Die Sache müsst ihr auch oft verstoppt. Das war für mich die Lizenz für zu essen. Du warst ja Kontrolle, warte ich kaufen, wie ich kaufen. Du nicht die ganze Zeit, oh mein Gott, Food Delivery, go über mir, mein Pampa Diebchen, halt gar nicht, weißt du. Ich konnte nicht einfach auch noch meine Eltern an daheim. Du musst das ja verstoppen. Ich gehe ein Ultra Special Agent, alles verstoppen. Wenn ihr es wo, wenn ihr könnt wo hin, okay, wenn ihr könnt, ich eine Puppe, halb Pratte, gehören schon meine Dinger dran. Weißt du, du musst das so verstoppen, mit weißt du schon noch außen, und nicht mehr physisch, mir auch wie du dich behältst. Du bist ja nicht gut. Weißt du, die Leute, die Alkoholprobleme verstoppen oder Drogen verstoppen, die wissen genau, was ich meine. Du bist mega sneaky, weißt du. Und du willst ja auch dein Problem verstoppen, dann mal wie wann, dann hier und du. Und die anderen sind also so offensichtlich. Wir wissen nicht, wie man das so drauf ausschwätzen, weißt du. Ich denke, Ältere wussten. Immer schön hin, das war so genau nicht schlimm, ja. Da siehst du mal, du hast ein Problem. Dann hyperfokussieren die sich ja auch drauf, oder auch die Freundinnen, die du kennst rundherum. Und dann wissen sie ja nicht mehr, was so. Oder dann hättest du da geholt, andere Schokolade, andere Kuchen, andere Brownie, und ich weiß nicht was. Hatten sie da so ein also ein bisschen zu viel für dich. Du hast gerade gefragt, weißt du, wie soll ich das dann noch handhaben? Schwätzt du kein drüber? Weißt du? Auch nicht so am konkreten Fall. Weil, so ich keine Ahnung, ich stelle mir vor, so wenn, du als Beispiel, wenn du da hast, eben genau der Fall, du gehst da, du hast so viele Sachen bestellen, da gehe ich auch vielleicht so, wo vielleicht bei dir noch nicht mehr. Wenn die oft kommen, da gehe ich aber wahrscheinlich so irgendwann so. Also. Nee, am Anfang, als gute Kollege, musst du das ja so, ne? Ja, der Coach schon gesagt, ja, ich bin immens verstoppt, ich hatte nie Freitag 4 Uhr Leid. Und du hast mal ein bisschen mehr essen, also so ein paar Pausen, ein bisschen auf den Hin, ob das so nicht das. Mich hat das mega getriggert, wenn du gesagt hast, was du ein bisschen aufpassen mit deiner Schokolade. Musst du da all die Sachen, wir haben Schokolade sind mega gut. Mich solo einfach. Willst du ein bisschen aufpassen? Ja, hab nimm Schokolade, bei mir sind wir mit Schokolade. Dann wärst du nur hingegangen und ich hätte gesagt, nicht wie du eine Schokolade ruhig ist, oder Schokolade ruhig bei mir abheben wie anheben. Oh, das wollte ich nicht so auf den. Ja, dann hättest du nur gesagt, wieso so hin, da wärst du nach Hause mit dir gehen. Und du willst nicht helfen, das ist ja da. Dann wärst du Hause gehen. Und dann ging ich für und dir nie mehr absetzen. Das ist noch verstoppt. Und merci, dass du mich gesagt hast. Vielleicht hattest du in dem Moment den Tag, wo ich gesagt habe, ich mal ohne mein Regime, ich esse, weil ich will, und dann wirst du mit dem Kommentar kommen. Weißt du, die Leute oder ich auch sind ultra sensibel in dem Moment. Dafür, ich kriege so viel von Leuten geschrieben. Wie soll ich den ausschwätzen, ob es irgendwie passieren oder die Probleme? Das ist so das ist auch ein schwer. Gut Froh, effektiv, ja. Das ist so ein gut Froh. Und ich weiß, ich bin ja absolut kein Expert, ich weiß noch immer nicht, wie ich Leute drauf ausschwätzen. Weil du gesagt hast, dass du dann eben so objektiv gesagt hast, bei einer Person, die da noch steht, dann hast du noch froh, wie kommuniziert denn da, wie möchte nicht den Fehler effektiv, dass die Person sich noch mit zurückzieht, das halt nicht mehr persönlich will. Ich meine, du sagst ja doch in einem Video so, war so nicht so, ja, wie geht das doch gut für so, du kannst doch gut fühlen. Du hast doch alles. Ja. Das ist ein bisschen so das Problem halt zuletzt über Genre. Geht da ist relativ gesehen Lebensqualitätsniveau besser wie in anderen Ländern und da kommen auch viel Schuldgefühle. Ich war so viel. Guck, was ich alles so. Wieso kann ich nicht froh sein? Wieso bin ich nicht dankbar für all die Sachen? Andere Leute wählte sie hatte mein Leben und ich verscheiße mir. Du gehst auch mega viel Suen aus und in der Phrase tacken. Was ein Luxusproblem. Dass ich Suen hatte, okay, so 70 € auszugeben und da wasch gehe. Ich konnte nicht halten, weil ich mich nicht kontrollieren konnte mit dem Essen. Ist dann kommen an den Dreck, den du kreierst und alles. Du fühlst dich mega schlecht. Und zuletzt bin ich gerade voll hingespielt, pardon. Du fühlst dich auch, zuletzt bin ich auch so, es geht mir nicht schlecht genug. Und das sage ich auch immer den Leuten. Du musst nicht warten, bis es da ultra schlecht geht, für Hilfe sicher zu gehen. Die Leute schummen sich mit eben bei Psychologen und dafür drecken sich auch mega durch, obwohl ich selber
du dich nicht wirklich geholfen hast, weil ich bei Kip spezialisiert war, drücke ich aber mega krass Leute bei professionell Hilfe zu gehen. Und nicht auch auf Mokusdach kommen und du dein Lied ausschütten. Dafür ist Mokusdach auch nicht da. Ich weise immer auf professionelle Leute hin. Ja. Ja, die Leute, sie meinen, geht hin. Ich will auch andere Leute Platz beim Psychologen nicht waschen, geht man nicht so schlecht oder beim Psychiater. Ich gehe noch nicht. Ja, irgendwann geht das so schlecht und dann ist es viel mehr schwer, dich rauszugrüben. Ja. Und das ist auch nie zu spät. Das ist nie zu früh und das ist nie zu spät. Ja, man muss wirklich reagieren und auch Responsabilität holen. Und ich weiß, ich so nicht immer der Grund, wie es auch bei mir, komme ich vorbei, du musst so viel. Vielleicht auch so durch Gesellschaft hätte ich irgendwann den Dinge gekriegt, für aufzuholen, wie viele Mädchen auch leider auch tippen. Weißt du, dass man irgendwie muss ausgesehen. Mit Responsabilität lernen aber du bei mir, dass ich so, kein Supermarché, mir rausgegangen sind, an Kaffee gegangen sind, das hat gestopft haben an mich, das war ich aber tun. Und dann an die Sickloch gefallen sind. Und bis ich dort Responsabilität geholt und gemerkt habe, nimm ich kann noch da rauskommen. Und nimm ich kann das mehr oder Männer kontrollieren, ja, hast du gut nicht, ne? Weißt du, immer gedacht, wie dumm ich meine das, ja. Wieso kannst du das nicht machen? Wie krass, wie stark aus dein Kopf, das verstehe ich einfach noch immer gar nicht. Das ist so Wahnsinn, wie die Gen das schafft. Und die Sabotage, den möchte ich verstehe das einfach gar nicht. Ja. Mal, wie du das hast du gedurcht, du gehst eigentlich rauskommen, oder wie war das so an den Kopf? Wusstest du eigentlich, dass irgendwann eigentlich fertig? Ich habe gedacht, eigentlich immer erst gesteuert. Und ich habe noch gedacht, die depressiv Evaluierungen und einfach die Lebenslust, die ich ein bisschen dadurch verloren hat, das wir eben nur einfach so. Und du akzeptierst das immer so. Und dafür sind immer die Leute nicht akzeptieren. Wenn du dich in einer Zeit kannst erinnern, wo es dich nicht so gefehlt hast, du kannst auch immer hin zurück. Und das ist wirklich möglich. Und ich weiß, Ming war noch relativ gesehen nicht so eine Depression, nicht so eine Harddepression, wie ganz viele Leute durchmachen. Also dafür will ich auch nicht viel vergleichen und ich kann auch nicht generalisieren. Aus meiner Erfahrung, wenn ich Leute rundherum gesehen, viele Leute gehen auch im Weg besser. Und mit dem Moment bist du so an einem Loch, du geseiset einfach nicht, weißt du. Du musst die Steuerung, du bist ja drei Monate nach, du musst da konfrontiert. Ich habe gedacht, ich wäre einfach für immer erst gesteuert. Und das ist auch nicht so. Also, glaub mal. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie du konkret rauskommen warst? Also, wie ist das wirklich so day by day gemacht? Das ist ein Ding, ich meine, mein Depressionsvideo genannt, meine Depression von 2007 bis 2011, ja, nee, so ist das auch nicht, dass das so ab dem Jahr abhält oder ab dem Monat abhält. Ja. Was mir immens geholfen hat, also mein Depressionsvideo, wenn ihr die gucken wollt. Du siehst so Tipps dran. Ich weiß nicht, wie das so, weil ich gucke mein Video nicht selber. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also, ich habe ein bisschen gestern geguckt und du hast selbst gesagt, wo ich das nur noch so. Du hast so einen Tipp gegeben, lauscht das Podcast, und du hast 2 Tipps gegeben für die Basch-Podcast von Lützeburg, und du warst mir nicht dabei. Ich meine, du warst da nicht gekrönt. Doch, war das schon? Ich weiß nicht, kann sie nicht. Eddie! Ja, du war kack dabei, ich mir cool fand. Ich wollte doch der letzte Woche so, da kacke nicht mehr, Leute. Aber ich noch zum Beispiel schon jemand wie Jay Shetty auch so, ja, so sind wir, gell? Mich sind auch so Phasen. Also, du zum Beispiel schon keinen Podcast mehr. Also natürlich ganz froh die ganze Zeit, ansonsten im Zängermäuse oder Elbermäuse, ich weiß nicht genau. Guck mal, du gleich. Ja, nee, was mir immens geholfen hat, nur ganz konkret als Responsabilität holen. Merken, dass du an Kontrolle warst, weil all die rundherum, ich weiß auch von den Leuten, die nicht gut drauf sind, die wollen noch mehr helfen für die wie die selber, und aber auch nicht, weil die selber dran sind, wollen sich am meisten nach mir helfen. Oh mein Gott, kann ich letzte Woche schwätzen. Du weißt, was ich versuche, ich habe jahrelang dort an mein Handy gemacht, jahrelang Abmur. Du meinst das, da schreibe ich mal ab, da gehe ich 30 Minuten raus. Weißt du, googelst dich auch immer mega viele Sachen drüber. Und noch die Tipps, die ich so, das sind all die Sachen, die im Internet stehen, wo du siehst, ja, das habe ich schon jahrelang probiert, aber ich kann es manchmal etwas ganz anderes, Konkretes, so, was wirklich geholfen hat. Es ist eben so Sachen wie rausgehen und Luft und Blut, Vitamin D, vielleicht auch supplementieren mit Vitamin D3, das hat auch geholfen. Ich will noch zum Beispiel Multivitamine, wo auch Omega. Oh mein Gott. 3, 6 und 9 dran sind. Das hilft auch, wie man denkt, Fett zum 20 Jahre lang nicht viel ist. Du kriegst ja gar kein Fett an den Körper und dein Gehirn lebt auch davon. Also oh mein Gott, weil du Diätetician hast oder Strand und schläft. Nicht so studieren. Aber das aufpassen auf deine Ernährung, ironischerweise auch da bei mir nicht unbedingt nicht mehr gesund essen. Ich noch ein bisschen Essen mal dranbringen, was nicht gesund war. Wo ich einfach gemerkt habe, dass nichts geschieht, ich explodiere nicht und denke, schocken muss. Genau, weißt du? Und geschieht nichts. Und dann dich selber auf die Platz setzen. Und das tue ich die ganze Zeit zu allen Menschen. Und ich meine noch immer, dass die Menschen nicht durch den Dinge leben. Und das ist nicht egoistisch. Auch noch immer, wenn ich Haut gespürt hat, es geht mir nicht gut oder ich will nicht schlecht nachher. Du hattest egal wie aufgesucht und ich will nicht kommen. Du musst immer nur dir selber als ich gucken. Ja. Immer. Und da bist du einen besseren Freund, Freundin, Kollege, Bruder, Tata, Cousin, wenn du da doch musst. Und Leute meinen, das wäre ein bisschen egoistisch. Aber sie leben auch nur dem, was andere Leute wollen.
und dann setzen sie sich nicht auf den Platz. Das ist der größte Fehler, den du kannst machen. Wenn du musst nur da arbeiten, spazieren gehen 3 Minuten, wie du musst am Anfang gesehen und was auch immer, so ruhig auf oder verreckelt das, aber das für dich. Ja, das ist eine Priorität, man, und du musst denken, mental und physisch auch Gesundheit. Also die zwei sind aber bei ihnen. Die hängen oft mal zusammen. Ich habe zwar nie so viel Sport gemacht in meinem Leben wie während meiner Depression. Mir tut mir einfach da rausgeholt. Ich mal mehr Sport und sie besser, weil sie das ein bisschen mehr balanciert. Hat ich noch gesagt, mit Leuten drüber schwätzen. Unbedingt. Weil du musst dich wirklich nicht schummen. Das ist kein Tabuthema mehr. Genau, genau. Hoffentlich lockert der Teil auch ein bisschen so ab. Weißt du, das auch nicht so. Das ist ein bisschen das, was man steuert auch an den Medien, wie Leute mit Depressionen oder auch Essstörungen oder andere Sachen durchgestellt gehen. Das ist immer so, oh mein Gott, wir sitzen just am Eck mit dieser Violin am Gang so zu kreischen. Nee, also ich war noch immer ein Ultrastreber, ich konnte gut Noten an der Uni und an der Schule und Schulsport gemacht, ich hatte Success an dem Sinn, mit aber am Kopf nicht gut. Und ich war komplett mein Vorderfalle. Ja, also das tut nicht irgendein Look, weißt du, das heißt, du kannst auch nicht so... Ich weiß nicht, die muss mir auch ein bisschen so... Das ist du ja auch an einem Video so, dass kein Tipp gibt für... Typ, genau. So, dass dein Hausdoktor so... Ja, mit Marie, was nicht ein Tipp. Man guckt mich los, zum Beispiel, ich bin ein bisschen abgedreht und ich so froh. Und so war ich auch während meiner Depression, das will ich auch so. Du kriegst nicht die ganze Zeit. Oder irgendwie drüber geschwärzt. Ich bin zum Beispiel nie gekrascht. Eine Depression ist bei mir nicht gewesen durch Tränen. Ich war einfach just komplett betäubt. Und ich hatte keinen Lebensfrieden mehr. Und das hat mich mega traurig. Und nochmal, wenn ich mich höre, nicht so, das ist so traurig. Das sind einfach Sachen, die dich wieder froh gemacht haben. Weißt du, war alles einfach nicht mehr. Und es tut mir auch leid, dass zum Beispiel Corona geschieht aus 100%. Ich ging doch zurück, weil ich das Kind kontrollieren. Ich meine, dass so viel mehr Leute verstehen, den Mehr an den an die weißt du, und das ist so ein, sie war voll nicht so traurig, so mal, das ist ja alles. Weißt du, das ist nicht so einfach. Weißt du? Und viele Leute tun sich mehr so isoliert gefühlt. Viele Leute finden sich lang. Das ist auch ein riesiges Problem. Du bist nicht lang. Und das gesagt du auch hoffentlich in Zukunft auch mehr mit Mokus darf, weil mehr Leute drüber schwatzen. Und das merkst du auch oft, wenn du privat mit Leuten schwatzt. Da so die meisten, ja, ich hatte auch schon ein bisschen so, ja, ich verstehe dich du. Genau. Und danach sich verstanden fühlen und noch so Relatability am Memes und so, ist ja cool. Das hilft aber noch immer nicht wirklich ganz konkret. Weißt du, da weißt du, ich bin zum Beispiel die ganze Zeit Nein Gag. Und du hast ja alle Menschen, weißt du, so, oh ja, I'm also the person. Okay, wir verstehen das, wir machen witzig Nein Gag Memes darüber, aber du bist einfach so an lo, weißt du. Und du hast die Responsabilität holen, professionell hilft sicher gut für mich spezialisiert aber. Also, man muss da am Link, also auch slp.lu. Psycholog fanden, da findest du dann auch Leute, also die auch spezialisiert sind auf das. Du kannst sogar von der Region aus nur sicher, Mensch, Osten, Norden, Süden, was denn, das ist die Region der Loire, und dann noch was du hast, noch viel Trägers, du willst mit einem Mann schwätzen, willst mit einer Frau schwätzen, und dann musst du drauf loslegen, bon, geht nicht remboursiert, das ist so schwer, das zu sagen, ja, einfach gib du bezahlst alles 100, 150 Euro, und ich verstehe das, und dann so nicht immer nach den Echen, das ist nicht unbedingt der Richtige. Da gehen wir ein bisschen daten. Ja gut, wenn du dann da 10 verschiedene musst probieren, da bist du schon bei, ich kann nicht rechnen, über 1000 Euro. Ja, genau. Und dann gehst du noch 3 Monate lang oder 4 Monate, 5 Jahre lang bei denen. Das kostet alles. Das heißt, hoffentlich gehen Psychotherapeuten ab diesem Jahr remboursiert. Psychotherapeuten haben nach 3 Jahren mehr Formation wie Psychologen. Ich habe richtig verstanden. Und die könnt ihr da wohl an den Kommentaren verbessern, ich bin mir nicht sicher. Weil Psychiater sind Doktoren. Die können nicht dann noch Medikamente geben. Aber das Problem ist eben, durch Remboursement gehen Leute oft DW. Wie auch bei Psychiater, da kriegst du remboursiert, aber da kriegst du auch oft Medikamente am Platz zu schwatzen. Ne? Das war meine Erfahrung dafür. Weil wenn du Medikamente aufsetzt, dann hast du das Risiko, dass du zurückkommst. Und nie von einem Tag auf den anderen. Ja. Also ich bin wirklich kein Expert mit Medikamenten. Auch wenn ich zurückdenke, um Depression, also alles ein bisschen flu. Also ich habe mich noch nie in meinem Leben so viele Mal beschäftigt, wie ich die Video gedreht habe. Weißt du, ich habe noch nie etwas so resümiert oder auch meine Erstehung. Das ist ja über 10 Jahre lang rübergegangen. Also meine Freunde und Familie waren nur so, oh mein Gott. Und die haben das geguckt und die waren so, oh mein Gott. Weißt du verbringst nicht so viel Zeit immer dann normalerweise, weißt du, oder so intensiv. Ja. Ja, du hast auch gesagt, du hattest so geholt, ich weiß nicht, wie ich so aufgesagt habe. Ich wollte nicht auf die Uni gehen, an dem sich Antidepressiva holen. Natürlich, ich war so, ich muss unbedingt aufsetzen, ehe ich zurückgehen. Stigma natürlich auch, ne? Ich will nicht das sehen, weil du musst Popping Pills, weißt du. Und auch nicht von einem Tag auf den anderen aufsetzen. Also unbedingt, ich meine, sie suchen die das dann noch. Und dann als Zweiten, ich weiß nicht, ich will auch nicht zu viel an Detail gehen. Nee, oh, pardon. Ja, nee, nicht von einem Tag auf den anderen fallen. Ich erinnere mich gerade an Mike von Impulsive. Er war ja auch so Drogen, aufhängig und so depressiv. Also. Und er sagt, wir sollen probieren, seine Depression, also seine Sucht, an eine positive Sucht zu verwandeln. Dass er einmal so Sport gemacht hat, nicht angefangen, nimmt ein Kehr
Und dann hat er gesehen, okay, ich kann mich weit fahren, von der Spitze besser mich ernähren. Und dann, als er so da rauskommt, so seine Sucht umzuwandeln. Ja, das ist ein dick interessanter Punkt, weil es schon gefehlt sich Leute, die so dann einfach an der Joch du, es schon einfach so Suchtcharakter bisschen. Ich passe noch beim Alkohol, ich passe auf, dass ich keine Drogen hole. Gell? Das ist mega Angst, dass du gingst drauf fallen. Und noch beim Sportsucht habe ich auch ein bisschen Angst, dass das dagegen geschehen. Und du hast es schwer, hin mit das geholfen, dass du für alle Menschen das auch nicht. Ich sehe wirklich so den anderen Extrem, dass du Balance, nicht überdriven, gib nicht ultra kompetitiv mit dir selber. Du musst auch noch nicht mega Note kriegen. Weißt du, du kannst so einfach nicht durchfallen. Das geht auch durch. Das sind einfach so die extremen Standards, die du da immer noch setzt. Behindert, dass der Channel an den Positivsucht. Ich verstehe, es sind noch Leute, die, weißt du, die Firmen, die holen Drogen, die trinken Alkohol, die machen immer alles. Und dann sind sie nicht mehr noch gesund essen, nicht mehr nur Pause. Weißt du, von einem, ich weiß nicht, wenn er damit froh ist, dass die Hauptsache, ich meine, Gleichgewicht doch an vorne, was für mich mal das Wichtigste. Das kontrolliert muss, dass du kontrollieren kannst. Genau. Dafür hast du auch noch gesagt, eben, so, dass ich zu Lützburg dann auch denke, so, ja, es geht also einfach all so gut so, dass ich unfair, dass ich mich so Lebensmittel so ein Schlimm viele. So, ich hatte halt auch so an der Pubertät, weil ich so, ich einfach so überdown an so Anfang, so an meinem echten Rap-Text, den ich so mit 15 oder so geschrieben habe, bin ich so gesagt, so ich fühle mich wie Transperson an meinem eigenen Leben, weißt du, so. Und da war ich so, also das ist auch nicht gut, so. Und der Hund war immer gedacht, dass ich war dumm, weißt du, dir geht gut, das ist gut Kollegen, das ist eine gute Familie, so viel war, also gut kein Grund. So. Aber weißt du, was der Grund war? Ich denke, dass Pubertät, Hormone war, so, ich weiß es nicht. Ganz gut froh. Ich meine, das ist auch eine Frau, die ich einer Psychologin gestaltet habe. So die erste war so, weniger ist es einfach hormonell, ne? Aber weniger ist es wirklich schon eine Depression. Mir wird bei dir zum Beispiel mehr lang wie 2 Wochen gedauert. Ja, also das war wirklich über 2 Jahre, 3. Okay, ja, dann hast also ich wollte dich nicht diagnostizieren mehr. Ja. Und dann, es war aber halt, okay, es war noch nicht so krass, es war so, und ich konnte auch immer mit paar Leuten so drüber schwätzen, wie zum Beispiel mit Pierre, und ich über so die Sache geschwätzt. Und dann mit anderen Leuten aber auch gar nicht, also so Leute, wo ich wusste, dass sie Verständnis für den Hund drüber schwätzen, so. Ja. Nee, ich verstehe. Also überhaupt mal, dass du auch drüber geschwätzt hast, fand ich mega. Ich kann zum Beispiel auch gut drüber schwätzen, wie es als Mann da durchzugehen, weißt du. Du kannst dir ja mehr dazu sagen, ich will nicht für Männer weil schwätzen, das ist ja oft eine Extremversion von einer Depression, denn Schlummer liegt ja auch zu Suizid, und dann sind sie da, weißt du. Und das ist mehr oft bei Männern der Fall, weil sie vielleicht nicht können drüber schwätzen. Und als Mann geht manchmal noch mehr von der Erwartung, du musst dich stark gesehen, du hast nicht so etwas. Ja. Nee. Da sind wir da so stark schwach, genau das. Wie war das schwach an den Downers und sich betäubt viel, wie du hast dann Lieder darüber geschrieben, das ist mega, du hast also probiert zu channeln. Wie kommst du dann zum Beispiel da raus, wenn du das kannst so? Aber das, was du für dann auch so, dass ihn einfach sich selber als Priorität mehr, weißt du. Irgendwann war ich so, ich bin einfach irgendwann so die letzten paar Jahre, also so all oben mal geholt und so einfach nicht mehr evaluiert, weißt du, einfach nicht mehr so Sachen niedergeschrieben, die gut sind an meinem Tag, weißt du, so ganz konkret, so, okay, du hast halt mal Philipp Spaß gehabt, weißt du, so einfach so ganz banale Sachen. Und dann einfach so mega aware sind. Und dann, so ich will immer so da als Vergleich, so eben mit 15, 16, 17, keine Ahnung, und ich mich so selber an den Spiegel geguckt, weißt du, also weißt du, so, ich war überhaupt unzufrieden, muss man sagen, ich mich so geschlagen, mäßig. Und dann gucke ich mich so an den Spiegel und ich tappe mich so chill und ich so, okay, weißt du, we got this. So. Und einfach so, weißt du, ganz konkret, so, durchgucken und ich war so, okay, so. Mir sie gut wissen, so, we got this. Wir wissen, was witzig ist, die Sache klingt ja mega cringy, auch wenn sie selber sehen, das schon selber klappt. Mir das ist genau das. Aber wie du gesagt hast, du zählst ein bisschen ab, für was du dankbar bist, dass du ein bisschen da Dankbarkeit. Ich nerve schon an Menschen, oder? All Morgen, lo für dran ich komme, an all Abend 3 Sachen, für die ich dankbar bin. Für was bist du dankbar? Heute war ich so, ich bin dankbar, dass ich Mokusdach gegründet habe, und kann über Podcast gehen. Ich bin dankbar, dass ich schön wieder ist. Und dann probieren wir einen Sportart aus. Geil. Was probierst du? Crossfit. Ich habe schon mega Angst. Ja, wir müssen einfach mal etwas Neues machen. Wir bauen das noch eine andere Dinge. Ich bin mega froh, dass du dich geöffnet hast. Ja, war komisch. Das ist mega wichtig. Wir kriegen immer Feedback, so, wir werden nicht charismatisch. So, hallo, wir konnten das ja logisch. Ja, wir schöne Sachen sehen. Du so den Tom so, man steht dir etwas aus. Mir ist das so egal. Mir ist das so, also keine Ahnung. Philipp, was für mich so gut ist, also das für mich immer gut, dass ich das mit Philipp gegründet habe, weil hier ultra rational ist, weißt du, so,
wenn mir negative Feedback kriegen, ist sie so, ich will das versehen, dann ist sie so, okay, ich muss mich dementsprechend verbessern. So. Und das freut mich viele, wenn das hier so, wie geht das egal, weißt du, so. Das ist einfach irgendeine Person, die irgendetwas sieht. So, das ist ja gut, wenn ihr das erzählt. Und mir ist sie so, okay, es sind paar Leute, von denen man so, wenn du mal so etwas so, und da gebe ich darüber nachdenken und ich gebe mir das doch zu Herzen. Weil mir, wenn so etwas schreibt, dann ist mir wirklich so, das ist mir so egal. Das ist übergeil. Das für mich ich verstehe dich komplett. Ich meine viele an für mich ist einfach so geil so, der Philipp als guten oder besten Kollegen zu haben, weil ich wirklich so aktiv gesehen als Lehrerin so wir nehmen zusammen gewohnt die letzten Jahre zu München und so wie ich hatte in der Zeit mit Staunen gemacht also, und ich habe mich wirklich gefreut okay wie gibt der Philipp reagieren an der Situation weil ich genau weiß okay hier gibt das nicht einfach so persönlich Schulen an einfach so sich dem ein Organ mehr gibst schon okay möchte du möchtest Sinn wieso viel willst du gehst ja, so rational gesehen einfach ja schon noch Mathe studiert geil weißt du ich denke einfach so ich denke so ja was ändert das lo das ist ja einfach egal und ich meine die Kombination ist mega weil du kannst viel von ihm lernen wie du aber auch viel vom Tom an dem auch Fleisch du bist weil alles immer zu rationalisieren also ich habe meinen Freund gemerkt hey was du und ich was du hallo Bemol als in der Woche wieder deine Mauer gerannt bis du zu viel rational immer aus weißt du ich weiß eigentlich versteht gut was du sagst I talked about you Michael hello ja aber hier guckt immer mein Video und du guck die letzte Woche es also eigentlich so okay ob die Minute da mit der fand ich aber mega gut mit der Tisch ja weil du guckst das so objektiv weißt du dann wo schon noch so und du siehst dann wieso bist du da down du kannst halt nicht kontrollieren das ist auch Chemie hast du in dem Kopf schon daran studiert mich so und dann warst du einfach so und das ist auch okay wie weißt du da zum Beispiel echt da was du kannst machen für dass es darum gut geht ja definitiv also das wir am Anfang und Steck finde ich Philipp so gelernt so dass mir rational zu gesehen an wir sind zum Beispiel in einer Beziehung sind echt mega der rationale Part so dann ist so ja, also der Tisch ist immer der Text ugeagent, also schnell einfach so geübt oder ja einfach so. Warum kannst du das üben? Ja, so mega aware einfach so die letzten Jahre halt so, wann ich down war, mich gefragt wieso, wir sind nicht einfach eben mich dem gehen, mehr so ein bisschen hinterfragt und probiert das zu verstehen, und wann es dann noch berechtigt war, dann auch akzeptiert, mir nicht einfach so auch so genre von Summer gesehen ein Freiheit so, früher hatte ich das einfach so direkt persönlich geholt und ich hatte dat so am Ragefräs am Mikros nach gemacht. Hallo, denk ich mal okay, hat kennt mich nicht so gut, hat du irgendwie Apps von mir erkannt oder gemeint zu gesehen, muss nicht, weißt, da das sing wie, das muss nicht einfach so bauerisch sein. Und dann halt dem bisschen so mit Distanz dazu kriegen. Okay, ganz interessant. Wie war das für dich zum Beispiel echt doch? Weil du warst ja viel mehr rational, wie dir auch explodiert ist durch den Erik Rolge sein Video. Wie hast du das zum Beispiel dann, weil ich war ein bisschen so panikiert für ihr. Ja. Du war, am Anfang, du warst du aber auch chill. Ja, ja. Also okay. Aber du war so, was tut also nicht direkt, hat die Leute also geschrieben, den Tom Bossler als, keine Ahnung was, da wäre vielleicht ein bisschen mehr Panik. Weil da konnte ich auch gut so, es war spannend irgendwie. Ja, es war eine übergeile Erfahrung, weil weißt du, Obemol war so gefühlt so ein Bubble von Schulmädchen, egal, so ein mega großen Teil von diesem Land, wo wir so gegen die Plattform so. Ja. Wir hatten halt ein dicker Team mit meiner Freundin, mit Philipp Sänger Freundin am Metz, der mir war so zu feiern, wo so gefaced haben, weil ich war zu Freiburg im Moment. Oh, wow. Und wir so gefaced haben, so okay, was war so Krisensitzung, weißt du, so. Da sie so als Gage da so aufgesprungen, weil sie nicht wollten, da mal da Verbindung brechen. Da waren so, okay, geht schon, weißt du, so. Sind immer Sachen dabei gekommen. Ja, so mir hatte schon Podcast abgeholt, also ich war so, ja, wir wollen nicht, dass das Release geht, mir war so, doch, wir müssen aber noch. Spoiler, so als ich war mal lohnen und dem Ding, so ein Pause machen, das Nachmittag. Da war so, okay, weißt du, also natürlich, es war einfach eine Krisensituation, wo gar nicht drum gegangen, also okay, das lo dramatisch zu holen, mir einfach, wie lässt du den Pol? Es war einfach so... Mehr groß wie das persönlich. Ja, das kann nicht der Mischgang, also das kann nicht durch ums Gang. Die war da aber nicht, ich werde zum Beispiel dann die ganzen, die Armmikro, ich gucke mir schon so viel, dass so Podcast, oh mein Gott. Du warst nicht immer in die Kommentare gegangen, aber ich sehe sogar, ich habe nicht mal den zwei zu den Part, den die halt, und ich war sogar, bei hinten auch nicht genug in dem Moment, und ich war so gucken, dann, wie krass die Leute gehen, und die sind nicht auch panikiert für mich, weil das ist wirklich so Personalpublik, wo ich so war, pass auf, was du siehst, weißt du, so. Wir haben eben dick viel mit Erik die Zeit auch gespart ist, wo man von ihm eben so genre wir haben dann eben die Sachen aus dem Video rausgeschnitten, so alles was nötig war
Am Anfang haben wir einfach die Probleme gelesen. Wir haben nicht gesagt, okay, das ist mega schlimm, nein. Wir haben einfach so die nötigen Mesuren geholt. Wir waren in Amerika am Kontakt, wir haben geguckt, dass 4 Hirnchillers, wir haben geguckt, dass 4 Auschillers und einfach weitergemacht. Okay. Es war einfach so, muss weitergehen. Ja. Jemand weiß, dass du geschieht, wurde sie überhaupt gefroren? Weißt du, ja, genau. Du konntest einfach mehr dafür zulaufen in dem Sinne. Auf der anderen Seite haben wir dadurch gedacht, am Anfang, das war die zweite Folge von anstatt 2 Tutepartie gegründet. So. Wir wussten ja nicht, dass du alles auf Gold vorgelöst wird. Ja, Tutepartie ist so Geld wert, merci. Ich sehe kein Tutepartie. Ja, okay, ein Tutepartie an den Philipp. Und cool. Da haben wir dann einfach so, was soll ich gerade? Da sind wir uns einfach bewusst, okay, wir mussten aufpassen, was wir so wissen. Am Anfang war eine gute Lösung für uns, weil das wäre alles nie geschehen. Wir sind mega aware, was man so in einem Podcast. Sonst hat man vielleicht auch irgendwann sagen können, wäre es sonst gelabert gehen, da wäre vielleicht mehr geschehen als Philipp. So. Ja. Das ist mega schön, dass es dem Erik missgeschehen ist. Es war gut, dass am Anfang einkehr so, wie gesagt, eine Lösung für uns war. Punkt. Ja. Okay, draus gelernt. Ja. Weil ich noch wollte sagen, den Mindset, der kann in sich manchmal untrainieren. Weil ja, so, wenn du viel so Gary Vee guckst, so, du kannst viel auf YouTube so finden, so Videos, wo du das aber, wenn du das immer, oder schon viel auf Instagram so Seiten abonniert, wenn du immer so positiv Sachen am Tag liest, dann ist das so an deinem Kopf so, ja, das ist egal, was geschieht am Anfang. Den Tag, jeder muss egal, was mit dir geschieht am Anfang. Dass jeder möchte Zeit leben. Dafür, das ist jeder egal am Anfang. Ja. Das, bei mir ist so etwas von der ganzen Zeit mal das selber beschäftigt. Am Anfang sind wir so egozentrisch, weil wir holen natürlich ab und dann sind so, oh mein Gott, was denken die Leute von mir? Und ich so, alle, wenn die Leute den Podcast gucken, sie denken sich entweder, fand ich cool, ja, und dann denken sie nicht mehr um mich, oder so sich, oh, was denkt du Klont? Und dann denken sie nicht mehr um mich. Weißt du, und das war es. Und dafür, oder was ein Intibini. Und dafür, wenn die Leute auch so, wie es dich getraut, das zu machen, dem Moment, wo sie jetzt all die Quotes zum Beispiel, wenn ich zurück auf mein Handy gucke von September oder so, das war ja dann 4. Oktober, September ist 4. Oktober. Gut, du siehst viel so Quotes. Weißt du, kein Dank, die wird wirklich nur mal, was du willst. So Stil, if you make decisions based on what other people might think, you'll make very boring decisions. Weißt du, so. Und ich bin da denke so, so umgegeilt. Und ich denke so, oh mein Gott, das ist aber, ich mach was ich will. Mit das aber wirklich auch einfach das. Kein denkt und dich, so viel du und dich denkst. Und ja, du denkst auch nicht so viel um die anderen Leute. Das heißt, ich meine, hau doch zum Beispiel meinen Tag selber und dann denke ich, stimmt, und Kim, Philipp und Tom. Ich denke die ganze Zeit, oh mein Gott, ich sehe es, was hier nur so. Aber ich so, du kümmerst dich hier um dich selber. Ja. Und das ist auch heiß, wenn Leute so weit so und dann all die anderen halt zu Lützeburg. Und das ist so ein normalen, menschlichen Gedankengang. Weißt du, so, wir mussten zu einer Gruppe gehören. Weil sonst wir haben gestorben, weißt du, als Steinzeitmenschen. Wenn du nicht akzeptiert bist an einer Gruppe und einer Herde, dann warst du fort, da stirbst du. Wenn du lang bist, isoliert, dann bist du dann ist dann. Ich will so einen östen Mammut. Ich noch den Mammut gedacht. Oh mein Gott. So lösen schon die Tiziana-Rose gemacht, Historiker. Die Säbelzahntiger. Haben wir Säbelzahntiger, genau, über Ice Age. Der gut suchst mit seiner Leute denken nicht so viel und das, wie sie das meinst. Und dafür mach auch einfach, ich weiß nicht, wie bei ihr ist, ich finde dann nur Mokus sagen, soll ich machen? Nee, ich mache nicht, ich traue mich nicht, soll ich können, soll ich nicht können. Und du wolltest da auch machen, für das da so die Version aus die ich wollte und noch wie ich es wollte. Und dann war ich auch so, was denken die Leute, denken und ich? Aber wie ist es doch bei ihr von dem Punkt kommen, von wir müssen einen Podcast zum Beispiel, oh komm, wie ist das so schnell, einen Kaffee, aber so, komm, ein Podcast, okay, ja, mega cool. Und dann meinen sie, aber nein, das ist ja okay, ich verstehe das ja. Wie kennt dann der Punkt, wo das wirklich umgesagt wird? Am Punkt war genau geil. Aber ja. So. Wir waren noch auf der Uni, wir haben 3-4 Jahre zusammen gelebt. Und da haben wir im Puls über einen anderen Podcast geguckt, da waren wir so, am Anfang müssen wir da durchmachen. Wir haben am Anfang das auch nicht so richtig gegangen, weil wir da Plötzlich wollte man mit Gast an mir zu München waren und wie wir da auf Plötzlich gekommen sind, haben wir eben nur gefangen. Ja, waren wir so, okay, weil wir sind halt an zwei so mega so Startup interessiert, da wollen irgendwann sein Cups gründen und der Teil war einfach so, komm mal fangen von mal komm mal gründen so ein kleiner Podcast, also echt ein Projekt einfach 4 Mal so aus der Trauer für dir zu gehen und etwas am Publikum zu machen. Ja. Du lernst, mir lernen dick viel, weißt du, eben so mit Kommentare gehen, Feedback kreieren, selber schwatzen. Ja, voilà, selber schwatzen, Sachen wursten zu losen, all die Sachen lernst du einfach bei so einem kleinen Projekt. Ja, und du lernst die cool Leute kennen. Und du lernst übergeil Leute kennen. Nee, das ist wirklich ultra interessant, Gast. Ja. Also ich gucke noch einen Podcast. Mein anderer Punkt ist noch so, wenn du da so eine Decision willst oder so, dann musst du einfach überleben. Wir sind irgendwo in einem Universum, auf so einer Kurel. Pale Blue Dot. So, wie viele Jahre? Genau. 80, 100 vielleicht Maximum.
Also, keine Das ist Ahnung. sowieso egal. Das ist egal. Wir sind immer so, meine Freundin und ich, wenn wir bei uns, wir mussten im Moment dick administrativ Prozeduren machen, weil Brexit, das ist immer so, und das ist mir immer so, wieso muss ich mir, wir sind ja nicht mehr Affen, weißt du, und dann machen die Affen Zettel, immer das sind Affen so, dass man die Sachen, Dinge müssen aufschicken, dass ich einen Affen irgendwo seht, okay, den Affen dürfen die kommen, und dann kommt ich okay, du kannst nicht immer mit allem so denken, mir das hilft aber auch so, zurückzuspulen. Ich meine, die ganze Mentalität, man Pale Blue dort, weißt du, wo du wirklich einfach zurück ist, und weil das so kleine Dinge sind, und das soll nicht so mega philosophisch gehen, aber das ist ganz egal. Ja. Und weil du auch immer so als mit 90 Jahren, auf was wirst du mehr stolz, dass du gemacht hast. Und ich weiß, dass Leute viele Leute nur gucken, und sie wollen ein Manikürs-Business starten, oder sie wollen das starten, oder auch einen Podcast machen, oder YouTuber gehen, oder was auch immer, zuletzt, und sie trauen sich nicht, als Angst, was andere Leute sagen. Mach es einfach. Ja. Und da so ein Leute, und plus, ich muss wirklich auch letzte Woche ein Merci sagen, wie du siehst, auch viel, du hast mich auch irgendwie so gesehen, Mokus da, die Leute haben eine Story gemacht, ich habe am Anfang mit 80 Leuten geschwärzt, gell, das war nicht wie lo, also ich fand mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ich bin nämlich so am Vordergrund, aber ich passe mehr ab, genau wie die auch wieder gesagt hat, am Anfang war ich so, möchtest du machen, wie es im Kanapé gesagt hat, ich war viel mehr locker, so irgendwie, weißt du, los, oh mein Gott, was meine ich, das ist doch nur zuletzt im Internet, mit letzte Woche doch mega unterstützt. Du siehst wirklich Leute, die nicht gepostet an die Stories und so weiter. Und das war mega. Und ich war so positiv überrascht. Und ich weiß nicht, ob ich einfach ein bisschen paranoid bin. Ich habe das Gefühl, dass an der Stadt sie sind so. Kann ich auf jeden Fall? Also ich immer so, was bist du? So sein kann, ja. Du kommst an, du warst da rein, der hat eine Insta-Story gemacht. Das war eine Durch. Das war so witzig. Das war gut geglaubt. Ich war so, das war recht. Nein, aber effektiv, so hast du so, sind schon richtig zufrieden mit der Maske, was du so anonym, ich nicht gerne. Ja, geil. Oh, wir sind da so berühmt, wisst ihr, dass man das schon immer als Maske anonym sieht. Nein, gut nicht das. Nein, das ist cool. Mit dir auch interessante Leute im Podcast. Das heißt, ich meine, was Leute auch mehr gesehen, so Entrepreneuren oder auch Foxbier zum Beispiel, fand ich mega cool. Die doch einfach gemacht haben, die das abgestaltet haben und die dann noch ihre Geschichten erzählen. Genau. Ja. Und noch, wie auch wieder so, ich weiß nicht, mir gucken, mein Freund lauscht zum Beispiel mega viel Joe Rogan. Weißt du, all die Leute, das ist auch mega interessant. Die sind auch mega interessant, Leute. Und das Problem ist einfach, das ist immer alles so am Internet und das ist alles so weit weg. Weißt du, die Sache gehen doch halt zu Lützeburg und heißt sie mega interessant, Leute. Und auch Leute, die sich getraut haben, etwas zu starten und so. Zum Beispiel Entrepreneurship wäre gut nicht für mich. Das muss ich nicht bei allem immer so sehen. Es sind oft Leute, die so sagen, ich will, ich gegen mich da trauen. Und es hält du 2 Sekunden Courage, wirklich 2 Sekunden. Ich habe mir nicht noch gedacht, ging ich nach ein Kerl machen. Mit dem, was ich lo weiß. Wahrscheinlich ja. Ich bin aber auch so, oh Freck, ich habe einfach so gemacht. Mega krass. Gott sei Dank rutsche ich so zu. Stell dir mal vor, und das ist auch nicht schlimm. Ich so in dem Moment doch, auch wenn ich weiter nach Süß, 80 Leute sind noch immer 3 Schulklassen. Ja, voilà. 4 Schulklassen. Ja, 3, 4 Schulklassen. Das sind mega viele Schüler, die du sitzen, mit denen du schwätzt und die du erreichen kannst. Ja. Und noch da so ich mal, ist die sieht vielleicht ein bisschen mehr Views auch, wo der guckt oder Likes oder ich weiß nicht, ein bisschen so den Marketingpunkt auch mit Dingen. Ich so mal, wenn mein Video guckt und das ist ein View und ich weiß ja, da war seine Mom so, weißt du, das ist egal, ob die liken oder Views kriegt oder Shares oder hier und da. Hauptsache den Impact. Den Impact kannst du leider gar nicht mossen mit Social Media und da bin ich mich halt so ein bisschen traurig. Ich weiß auch, dass Leute Mokus nach gucken kommen, die nicht followen und die aber dann liken oder das ist, weißt du, da kommen die Views kommen ja von irgendwo und ich so, ich hoffe natürlich auch geholfen, weißt du, du musst ja nicht followen, kommentieren, dann, weißt du, Engagement und so weiter. Was für mich mal, das ist nicht so wichtig. Aber du kannst einfach nicht mossen, wie viele Leute wirklich da nur, außer der Schreiben da, wie viele Leute wirklich da nur bei Psychologen waren zum Beispiel. Da kannst du halt so auf Insta, also auf Social Media, so wirklich mit deiner Community interacten, weißt du, mit Stories oder, weißt du, so umfragen, also kannst du halt schon ein bisschen aber rausfahren, so, wen Impact das hat. Ja, mit dem meine ich zum Beispiel gar nicht. Ja, wenn du es persönlich nicht brauchst und du weißt einfach, schon halt mal den Impact, dann ist es ja egal. Außer du brauchst die Satisfaktion, nee, so, schon das nur gemacht. Ja, nee, das war. Nee, sie haben auch schon ein bisschen eine Pause geholt, weißt du setzt dich selber auf die erste Platz und noch die Familie und die Leute rundherum, der ist dann erst mal einfach Kinder in den Hintergrund. Ich bin einfach noch immer Leute so, hey, und du mich fand, aber mega süß Message geschrieben. Und dann schreibe ich noch immer zurück, ich appréciere das mega, wenn du mal schreibst. Ja. Wow. Und das auch Leute am Corona gesehen, dass die Leute nicht da wirklich geht. Und ich so, und zwar in der Stadt gegen meine Maske geschrieben. Die Eschkehr, wenn ich mich da wirklich geht, drauf ausschwätzt, dass ich ein Video von mir gesehen, den ich nicht kenne, werde ich selbst von der vollen Gesicht blären. Ich so, das ging mir, weißt du, das ist ein richtiger Mensch, die vielleicht nur, oder die nicht, zu denen mein ich gesagt, ich schon auch eine Erstörung und schon ein Video und ich konnte nie so wieder fassen und schon hat meinem Freund gewesen oder meiner Mama gewesen und die verstehen ein bisschen mehr und das sind so okay, merci, mega. Und das ist das, was erzählt. Solange da keinem weh tut, mit dem, was er will starten, weißt du, macht einfach. Genau. Also das ist immer wichtig. Die tut ja auch keinem weh, da bin ich froh. Ja, traurig. Ja. Ja, gut. Ja, gut.
Wie weit? Ja, wir sind bei. Du wirst nicht den. Nein, ich bin nicht den. Easy. Ja. Also eigentlich froh. Aber willst du eine Mikro schätzen? Ja, komm. Ich habe mich immer gefreut, wenn es du warst. Ich weiß nicht, wieso können die Leute am Holler gerade nicht kommen. Willst du da kommen? Nein, es hat 2 Sekunden Courage. Werf nicht stimmt. Blut gefallen. Ja. Kamera umgefallen. Mir noch plus nach feierte Mikro. Also, ja. Fast mal kein Foto mit unserer Freundin. Oder schon lange geplant? Nee, wir machen einen kleinen. Oh, okay, cool. Ich freue mich. Über persönlich dann auch. Ja, das ist mega süß. Ja. Das ist cool. Ich fand noch mega gut, dass du so geöffnet hast. Merci. Also, das ist meine Freundin für dich. Wir machen irgendwann eine Episode. Moelis. Schreibt Kommentare, ob die so eine Episode will. Ja. Menge pro Anfang. Ab wenn kann ich so eine Depression hört, weil zum Beispiel der Kopf seht halt, du suchst ja viel drunter noch, auch wenn es schon ein bisschen ist, kann ich sich trotzdem direkt helfen. Mir oft kriege ich noch einen Kommentar gesagt, du hast noch gar keine Depression, so, dann passt du gar nicht. Aber ich meine, es sind aber auch mega viele Leute, die wirklich schon down sind. Und ich selber, wenn dann sich die Hilfe nicht sicher geht, wie sie noch nie den Depressionen oder nicht Depressionen, weil das da genau gibt verschiedene Versionen. Und zum Beispiel da habe ich mich gefreut, weil ich auch schon ein Kevin so gefühlt tun im Boden war, in einem Loch. Also das los, also das nicht. Dafür hast du, mein den auch, meine Schuhe keine Depression, also muss ich nicht nur Hölle sicher gehen. Genau. Das ist die meistgestaltete Frage, die ich kriege, und ich stelle dir immer als Psycholog. Und wirklich der Definition noch, also eine Depression, und sie sind das viel besser erklärt, wenn du dich schon 2 Wochen lang Steck downfällst. Und ich meine, da sind die viele Leute, wie ist 2 Wochen? Oh mein Gott. Und das ist nicht ausgelegt, dass zum Beispiel ein Tod in der Familie oder nichts kennst oder ein Accident, was du hast, und dann hast du einen Down, wirklich so einfach so an deinem Leben, wo das Bemol geschieht. Ich weiß nicht, ob du das über 2 Wochen lang erlebt hast, und ich will auch noch nicht eine Diagnostik machen. Für mich ist es sowieso, wie alte Leute auch oft so ein Allmensch braucht ein bisschen ein Psycholog. Weil mir schwätzt ja auch zum Beispiel viel, auch oft echter Frauen oder Mädchen mit ihren Freundinnen, die alle sagen, und das hilft mega. Mir hilft auch mega, ein objektiver Point de vue über das Leben zu kreieren. Zum Beispiel, wie ich bei meinem Psychiater war, an dem sind vielleicht nicht so geholfen, mir zum Beispiel geholfen, abzuhalten am Sport, den mir nicht gut getan hat in dem Moment. Weißt du? Das heißt, die gucken nach vorbei und sagen, das ist vielleicht ein bisschen ein Problem. Und danach, du kriegst es nicht remboursiert, das ist ein bisschen ein Problem. Das ist nicht einfach nur, geh einfach bei ihr schwätzen, weil du baust so eine Beziehung mit dem ab. Weißt du, und die helfen dann noch raus. Mir ist schon ein bisschen Gefühl, dass wir alle ein bisschen eine kleine Life-Coach bräuchten. Und auch die Psychologen, und auch die Life-Coaches brauchen auch Life-Coaches und Psychologen. Weißt du? Aber es ging, wenn ihnen nur nicht sicher ist, geht bei ihnen, ob slp.lu kannst du finden, probiert man einfach. Aber wenn die da so ein, hey, ich sehe bei dir, das ist ja professioneller, ich bin wirklich nicht professionell, aber wenn die so ein, hey, ging mich wirklich wundern, wenn eine Psychologin so, du brauchst mich gar nicht, geh du bist perfekt, das ist alles super, du kannst immer ohne etwas schaffen. Einfach mal die Stigma wahrscheinlich für bei ihnen zu gehen, die Schritte zu machen, das ist ein bisschen aus. Wie lange überlegst du, für bei deinem Hausdoktor zu gehen, für ein Problem? Oder bei deinem Zahndoktor zu gehen, für ein Problem? Du siehst ja nicht, die mit Zahnlo, doch, du siehst auch ein bisschen so, die mit Zahnlo Wege genug für bei zu gehen. Mama, kannst du rufen? Natürlich nicht mehr, ich bin ein erwachsener Mensch. Französisch schwätzen. Ja, muss ich noch Französisch. Kannst du Koffer rufen, für ein Rendezvous zu machen? Und Papa, hast du deinen Satz 500 Mal an, das schwätzt du nicht, aber... Ich bin nicht froh, Koffer kann ich nur online. Ich auch. Du bist immer, geht auf doctena.lu, du findest auch Psychologen dann, oder slp.lu, ich kenne die Nummer, weißt du. Das Problem ist auch zuletzt, das oft so, hörst du das? Okay, da passt beim Sitz, ruf mal hin, dann sind immer so, dann sind wir schon verloren, ich gehe nach keinem rufen, weißt du. Oder auch mal deinem Schwatzen. Aber ja, für den Frage zu beantworten, ich ging aber dann bei ihr gehen, immer am besten. Ich wollte noch so, also schon nehmen wir das für drin am Auto gesagt, schon mehr überlegt, wenn ich so bis schaffen gehen, weil du einfach präventiv so einmal den Monat oder einmal alle 2 Monate einfach bei Psychologen gehst. Ideal. So, was kann ich präventiv machen? Ja, also mit der Arbeit musst du wirklich aufpassen, dass du nicht den Burnout kriegst. Weil da sind ganz viele Leute, die sich nicht auf die Platz setzen und die eine PowerPoint-Präsentation auf die Platz setzen und nicht sich rausbadgen und dann Überstunden machen. Also, nur von der Arbeit kannst du das nicht immer so kontrollieren. Mit die dann süß die Arbeit an den Vordergrund setzen. Oder auch andere Sachen, zum Beispiel Sport, die mega überholen. Du bist auch ein Mensch, auch wichtig, ohne die Identität, die du mit deinem Sport hast, ohne die Identität, die du mit deiner Arbeit hast. Und du bist auch du selber. Und ohne die Sachen bist du auch ein. Und das ist auch etwas, was Leute oft nicht verstehen. Oder sie meinen, wenn ich das nicht mache, wie sehe ich dann?
Und das, du musst wirklich, wie du all offen mit dir selber verbrüscht hast und noch so eine Stunde mit dir geschwart hast und so. Viele Leute können das nicht und die laufen noch fort davon, aber das ist mega schwer. Ja, auch für einen Burnout könnt ihr meistens dono. Das heißt, die Leute merken da davon gar nicht, wie viel sie das neidisch haben. Genau. Und für allem, ich fand halt bei so einer Gesellschaft, verbinden, okay, ich muss bei Psychologen gehen oder irgendwo anders Therapie holen. Das klingt so, du warst schwach, also, du kannst nicht aushalten. Obwohl, ich meine selber für einen, der mega successful ist, keine Ahnung, wirklich zum Beispiel auch im Sport dann mega successful ist, die brauchen aber, weil du musst auch gut Sachen verarbeiten können. Genau. Weil du am Anfang alles verarbeiten musst und mit einer neutraler Person zu schwätzen, die aber etwas davon weißt, ich meine, das hilft egal wer. Und das muss manchmal noch ein bisschen mehr normalisiert gehen. 100%. Und das auch, Schütze. Also, keine Ahnung, ich verstehe nicht mehr, ich verstehe doch nicht, dass das so schlecht soll sein, bei Psychologen zu gehen oder den Schritt zu tun. Wie du so das rational denken, weißt du, du hast ein Problem, geht deine Lösung sicher easy. Aber ja, das ist wirklich auch das, das wäre ja ideal. Mit das einfach, wie es das auch so ist, dass du die Charakterschwäche, die dann noch können. Und gerade ultra successful Leute, vorbei ist successful. Für mich ist es successful, weil einfach zufrieden ist. Weißt du? Und das wird viele Leute nicht erreichen und das ist schwer, das zu erreichen. Können noch mega viel Druck tun, oder? Depressionen gehen noch oft ausgelegt durch ultra hohe Standards, die in dich setzt, und mega viel Druck dafür. Ich nenne eine Depression auch eine hoch funktionelle Depression. Die Leute, die kommen nicht aus dem Bett. Weißt du, ich hatte zum Beispiel noch, wo da doch so, ja, mir ist ja noch mal gut, ich habe keine Depression, weil Leute, die Depressionen haben, liegen sie am Bett oder gehen nur in die Klinik und, weißt du, nee, es gibt 100.000 Versionen. Es kann auch sein, dass du, wie du so erlebst, das ist auch gerade ein, weißt du. Mir auch durch Social Media, jeder postet nimmt die besten Fotos von der Vakanz und dann meinst du, ich bin hier, mir geht es so schlecht. Jeder postet nimmt das Best und dann fühlst du dich selber immer noch mehr schlecht, wenn du dann auf Social Media scrollst und so. Ich sehe genau selber. An meinem Privat-Instagram habe ich noch nie eine Depression oder eine Essstörung erwähnt. Ich poste noch schon in der Vakanz, guck, wie happy ich bin und ich mein Wasser schieren. Ich verstehe das ja auch. Du musst doch oft, das so auch immer als Tipp, pass auf, wem du dich aussetzt auch. Weil das gibt den kleinen Bull, wie man für Drogen so tun. Was du die ganze Zeit doch guckst, dann hast du so einen anderen Fall, du siehst die Leute, die sie auch rekommandieren und dann kannst du so ein mega Universum und gehen noch Sachen außerhalb von denen, weißt du. Und ja, ich weiß nicht. Social Media hilft viele Leute und das ist mega ironisch, weil wir posten noch, also ja, auf Social Media, aber ich muss wirklich so Mann wie möglich auch Screentime, also auch etwas, was mega hilft. Wasch vom Handy, nicht so viel konsumieren, mehr kreieren. Kreieren, Lisi, das ist dein Lieblingswort. Als kreieren, Wort bitte bei euch. Ja. Okay, merci. Erschaffen. 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 Erschaffen, ja. Okay, das war. Ich kreiere das Wort. Ja, okay. Ja. Ja, also, einmal im Monat, wenn du, okay, die startet dann ein Startup. Okay? Die könnt ihr auch einen Kontrakt schreiben. Einmal im Monat muss alle Menschen, nee, ich kann sagen, bei Psychologen oder mir freieren, dass sowieso gesehen ist überall, dass viel mehr Psychologen überall Gesicht gehen, dass ich gehe drauf studieren, das ist wirklich ein Job von der Zukunft und das ist einfach ein Klürs an alle Arbeit, dass ich nur mit dem Schwarzen. Also mein Bruder so mal hin am Lycée noch und er so, dass sie ich meine, 2 neue Psychologen angestellt haben und das fand ich auch mega gut. Sehr gut, ja. Ja, ich meine noch für allem bei Teenager, also die mir jünger sind, die trauen sich dann auch nicht so, ich gehe bei Psychologen, vor allem bei du an der Pubertät und so weiter. Ich meine, du musst an der Schule noch aufhören, also sie und den Sposia oder Seepass, wie der Gericht. Seepass, César, genau, du gehen sie dann nicht dahin, weil sie sich nicht trauen, also sie brauchen einfach den, also dahin geht an ihre Klasse, Martinen vielleicht eigentlich 10 Minuten einfach so allein schwätzen, ganz schnell, und da finden das schnell raus. Und da sind eben die Psychologen, die so, okay, wisst du was, ich meine, wenn du willst, ich offeriere das, also ich proposiere dir das, ich meine, ich gesehen du etwas, da sind dann so also die Teenager dann einfach, ja, okay, stimmt, und da, wenn jeder reden möchte, dann ist das viel mehr normalisiert. Genau. Da trauen sie sich auch mehr. Weil fang doch da an. Also wenn ich mit Tanja schwätze, wenn ich mit Wally schwätze, das war alles in der Uhrzeit. Ich auch 13 Jahre, 17 Jahre, total in der Schule angefangen. An der Schule, das ist mega frei. Und du denkst auch, du warst ja in der Uhrzeit schon. Gabst du gerade? Ich fand immer so witzig mit Leuten. Sie gab es in der Dreck, das ist so. Tschüss, die Sonnenbrand. Das ist der Brille dünn, dann hat er nicht gesehen. Nee, wo ich mal so, muss wirklich auch da angefangen gehen. An der Schule. Und wenn du ein Mädchen, oder wenn ich ein Video gesehen habe von einem Mädchen, das gesagt hat, ich habe eine Binge-Eating-Störung, ich werde vollkommen an Tränen ausgebracht. Und ich habe gesagt, oh mein Gott, für irgendwann, wenn ich irgendwann Schule mich auch wollen, okay, dann gehe ich stecken, die Leute ins Gesicht gucken und so, und hey, ich hatte das. Ich bin normal, weil du immer das hast.
Es geht, wir mussten sich so durchschaffen und du kannst auch da raus. Wir entstehen mega oft und mega viel, allum an Corona, noch mehr an der Zeit. Also für Schüler zu sehen, ich war Assistent Pädagogik, also Surveillant, schon mal Schüler auch geschafft, 3 Monate lang. Oh, die man so leid genug, was die gerade durchmachen. Also das ja, von dem Punkt fand ich immer wichtig, so, weil an dem Alter, wo den sich schon nie damit beschäftigt, aber wenn es da geschieht, dann weißt du nicht, was das ist. Und du weißt nicht, was muss ich da machen, du weißt nicht, was mit dir geschieht. Und dass du an der Schule oder dass du so etwas angefordert wird, da den Support wird. Genau, ich verstehe noch, für was Schüler, wie sie so ist, nicht unbedingt bei der Schule gehen, so wie auch die Leute bei der Arbeit, nicht alle Leute bei der selbst Arbeitspsycholog wollen gehen unbedingt. Weißt du, das ist so ein bisschen so naiv denken. Ich meine, da gingen sie echt doch bei privat gehen, weil unbedingt alle Leute bei der selben stehen, weißt du. Nee, ja, das... Mentale Gesundheit an der Schule, ich bin noch nicht Spezialist. Mein Point de vue ist einfach, guck schon, wie wir heute schon zu Feier schwätzen. Und das hat auch privat bei den Leuten mehr geschieht. Muss ich nicht drüber posten, muss ich nicht auf Social Media sich da öffnen. Von dann fühlt man das so, okay, allem war los. Aber einfach mal privat ein bisschen da zu brischen. Und das nicht so, oh, Tom, wie war das bei dir? Weißt du, das ist auch das, ich hoffe nicht. Ich weiß nicht, ich wollte dich auch noch Feedback freuen. Wenn du ein Video guckst, zum Beispiel von Mokus da, fühlst du dich noch mehr traurig oder bist du ein bisschen so... Schockiert, also, aber gut. Du bringst es zu Frau rüber. Weißt du, so. Das ist mega cool. Merci, das ist Frau. Weil ich will nicht, dass die Leute nur wie eben durchgestaltet. Oh, müssen drüber schwätzen. Oh mein Gott, no, das war mega scheiß bei mir. Und das ist mega scheiß. Und das ist mega schlimm. Und ich will das auch nicht minimisieren. Wir können aber auch an so einem Ton drüber schwätzen. Weißt du, muss man muss mega aufpassen, ob alle den Zellwurf mal so. Ja, kann ich viel falsch sein. Wir besser nicht so viel falsch, aber wir tun aber keinem mehr dabei, wie wir schwätzen gar nicht drüber. Die Leute schwätzen einfach gar nicht drüber. Ich meine auch, dass, wenn man das sieht und die Leute sich mal identifizieren können mit einem, dann, weil zum Beispiel, ich meine, das größte Problem auch, sie fühlen sich allein. Genau. Aber wenn sie wissen, okay, du hast nicht das ethisch, dann fühlst du dich nicht anormal. Und dann fühlst du dich einfach dann rum wie eine normale Person, dass es okay ist, dass es nicht schlimm. Und dann traust du dich auch mehr, dich zu öffnen, also dann mit anderen Leuten darüber zu schwatzen. Weil ich meine, da fühlen sich zu viel allein an den Akt gedrängt und dann will ich noch gar nicht mehr davon schwatzen. Das ist wirklich so eine Krankheit von unserer Gesellschaft, haut, dass sie lang fehlen, also so deutlich. Und das ist auch mega schlimm und das ist mega traurig. Und ich weiß nicht, wie bei dir war, Tommy, ich noch mega Kollegin und ich mich auch pur bei ihnen geöffnet. Mir heinst du noch so lang gefehlt. Und das ist auch da, wo Bemo auch den, und das ist so eklig, das ist wirklich so schrecklich Gefühl. Und wir sind so hyperkonnektiert die ganze Zeit. Podcast, ich kann wo du. Aber wenn du Bemo so an dem Dinger bist von lang an du weißt ja, dass es keinem egal ist, aber du kannst nicht raus. Und das ist so, ablo geht es tschüss nach mich. Und ich setze mich auf die Platz. Den, die Forst, die du mal da irgendwie könnt. Und das ist mir egal. Und du irreboostest du wirklich so raus. Und wenn du dich selber auf die Platz setzt, weil du so lang warst, und ich so immer so, wie sie Geburt lang, bestimmt lang, sind sie am Anfang der ganzen Leben lang. Ne? Guck, dass du mit dir selber eins gehst. Weil du bist 24 Stunden auf 7 mit dir selber. Und das besser, du gehst mit dir eins, wie du denkst, wie du bist, und du dich auch selber gern. Weil, sonst, weil du gesagt du die ganze Welt filtriert durch deinen Kopf und dein Körper. Weißt du, guck, dass das dir gut geht. Aber bist du viel besser auch für all die anderen. Du hast mir gesagt, den ersten Schritt so, überwiegst du den ersten Schritt und dann so, nicht so direkt, geht mir so gut, mehr so, ich will den ersten Schritt, ich gehe Haut vielleicht ein bisschen spazieren, ich gehe Haut raus. Und nicht so direkt denken, muss man gut gehen, aber einfach los. Ganz genau. Und sind die Klangsachen den Unterschied, man. Das ist auch für uns zum Tom, weißt du, das sind so Klanggeschichten, wo Leute dann nur so, ja, ich gehe einfach spazieren, für das es mir gut geht. Und ich zähle 3 Sachen, für die ich dankbar bin. Und wie viele Leute gucken, also mache ich manchmal seit 5 Jahren, das geht nicht. Doch, los, das hilft. Das sind wirklich die Sachen schlussendlich, die da helfen. Dafür so auch alle Menschen immer dieselbe, dieselbe Sachen, sind die Klanggeschichten, um die es geht. Es geht darum, dass wenn du am Auto bist, das hat schlecht mit einer Freundin, und mit Musik gelauscht hat, findest du und wahrscheinlich wieder, und dann war man einfach so, er hat zum Beispiel auch Panikattacken, dann bist du Angststörung, und hat so, mach ich das wie mir, hier sind in dem Moment, ich bin gerade mega froh, und mir sie so, du musst einen Podcast filmen, dann musst du einen Sport machen, und Platz einfach so am Moment zu sehen, und ich kann noch immer auch nicht wirklich mega gut, ich bin gerade mega aware, dass wir alle gut in High sitzen, und das ist mega cool, und ich denke so, mir hat vergessen, die so den Moment zu holen, all da bisschen. Das siehst du an der Liste oft, so ja. mehr Moment leben. Ja. Ja. Das ist schwer. Ja. Dafür an der Sonne noch Meditation hilft. Ich kann für die Fragen nicht meditieren. Ja, ich weiß, dass das hilft. Maya Gary Vee, also die machen auch alle Meditationen. Ich meine, jeder muss sein Dinge finden. Die einen laufen, die anderen können meditieren. Genau. Aber ich meine, das auch schlecht zu sagen, okay, das ist ein Standard für
dann die okay Mental Health gesagt so aus, du musst meditieren, du musst rausgehen, du musst gut essen, weil so manche setzen sich Leute dann rum nach einer Druck, die schon du innen sind und die sie so, ja, wir brauchen, da packen schon nicht, weil es so viel ausführt. Mental stable genau, am Anfang. Die Leute, die dadurch wollen helfen, und die so, ich habe meditiert, ich habe da gemacht, ich habe meinen Kristallen heim da gemacht. Die meinen, heinst du, dass die anderen Leute sich noch nicht schlecht fühlen, weil sie gerade nicht machen. Das ist voll toxic Mental Health bisschen. Also das ist auch schwer. Also da wenn sich das ein bisschen so wie Beauty Standards. Ich meine, ich gehe nicht nur neu Mental Health Standards mit zum Beispiel Nutrition, gut essen, du musst immer rausgehen, weil es immer gesagt ist, okay, die Leute, die Fitnessleute zum Beispiel, sind aus ihren Depressionen rausgekommen, weil sie angefangen haben, mehr als Sport zu machen. Aber vielleicht passt du nicht der Mensch. Genau. Und da könnt ihr einen anderen Standard, den du nicht erfüllen kannst. Das ist so wahr. Also du musst auch eine Balance finden. Ja. Also so einfach persönlich gucken, was passt dir am besten, weil du kannst auch nicht alle Standard erfüllen. Nee, absolut nicht. Und du brauchst vielleicht auch nicht alles, für glücklich zu sein. Weil alle Menschen das ja auch nicht. Für viele Leute ist Mental Health an sich auf die ersten Platz setzen. Ich soll mehr Ja zu Sachen. Für andere Leute ist ich soll mehr Nein zu Sachen. Da muss ich noch lernen, nicht so. Also ich bin ganz gut daran, vielleicht zu gut. Weißt du, dass ich mehr zu sehen, so, ich muss mehr Ja so zu Sachen. Das ist eben für alle Menschen auch nicht. Das ist sehr schwer. Krass. Mental Health Standards, wow, okay. Ich mach mal das. Das ist gut. So zur Gölle vorgekommen. Ja. Oh ja. Merci. Voll am Thema. So bleiben. So schnell bleiben. Ja. Okay, so ich meine, kann das sicher gut. Oder am Anfang kennst du das. Ah nein, das du. Sorry. Alles gut. Willst du mich auch mitteilen? Mein kleiner Mad Octopus, Mad geholt. Die kann da vielleicht von Instagram oder Facebook. Die sind mega so oft Werbung. Ja, geil. Das ist Story. Ich bin gesponsert von Mad Octopus. Nee, am Anfang, die fand auch an einem von dem Video. Merci, Tanja, dass du mal gehen willst. Hatte man nämlich, Schat hat gefilmt, also Panikattacken, Schat hat gefilmt. Nee. Wir hatten ein Interview, und das auch viel so am Ding. Und hat da 2 Türme im Mod gehen. Mega süß. Und ich konnte auch seine Erlaubnis für die weiter zu verspielen. Natürlich, wir gehen natürlich hier weiter. Das ist ja für einen guten Zweck. Ja, ja, dafür. Und am Anfang genau an dem, was wir nur geschwart haben, und ich weiß, dass ich nicht so vereinfachen kann. Aber wenn du traurig warst und so, guck, wie aggressiv den ausgesagt. Was meinst du dann, dass du dich besser spielst? Und ich weiß, dass es nicht so einfach ist, wie ich gehe immer spazieren und dann gehe ich von Mad Octopus auf Happy Octopus. Aber was sind so Sachen, die dir helfen? Und im idealen Fall wäre die Comment-Section von der Gölle froh, bei dem Post einfach so lauter Sachen, die dir helfen. Und wenn ihn dann einen schlechten Tag hat, und das weiß das auch nicht so einfach aus, kann ich vielleicht gucken gehen, aber was der Rest von Lützeburg, weil die sieht nicht lang. Und auch für die da sind, die so, ja, ich kann natürlich nicht kommentieren, da wissen alle Leute, dass mir Heinz nicht gut geht. Es geht das alle gut und Heinz nicht gut. Ja. Aber wenn Dinge als Fortnite spielen, an meinen Dingen als spazieren gehen, oder für mich sind 3 Sachen aufzählen, für die ich dankbar bin, kommentiere das, wenn du willst, und dann kannst du halt gewonnen. Und du hast andere Leute mal da geholfen. Also das ist wirklich mega. Die war gut. Mega gut. Also ich bin dankbar, mal dich heute gewesen zu sehen. Ja, ich auch. Noch einmal 2 Sachen, Philipp. Ich bin dankbar, dass all die Leute rundherum mal gesund sind und dass es ihnen gut geht. Und ich bin froh, dass zu Lützeburg geboren sind und nie wirklich Probleme gehabt zu haben. Das, ja. Fand ich gut. Merci, Philipp. Ich bin dankbar für die Zeit. Oh, Philipp. Ich bin dankbar für das schöne Gespräch, also das wichtige Gespräch, das wir gerade hatten, weil ich meine, das ist einfach überwichtig für so die ganzen Themen Mental Health, also halt so, das kein Tabuthema mehr soll sein, mehr einfach wirklich so, dass oben drüber geschwärzt wird, viele auch HIV auf der Plattform, also alle großen Plattformen auch folgen, das ist mega wichtig und mega gut. Also voilà, das ist ich bin dankbar für die Plattform. Oh, das ist wirklich oh. Ja, ich probiere ein bisschen mit Problem, wenn sie bei Leuten zu finden, die wollen mal darüber schwarzen Tisch. Die sagen sich, okay, ich gehe auf die Plattform, das sind 3 Videos. Das ist ein bisschen schwierig. Ich will doch keinen unter Druck setzen, weißt du. Das, ja, ich wollte mal ein Mädchen, die zum Beispiel bipolär sind, schwatzen, weil ich kann nicht drüber schwatzen. Und so da so, ja, ich muss gucken, ob der Arbeit und muss ich mit drüber schwatzen. Ich verstehe natürlich, dass Leute ihre Privatleben haben, wo sie noch immer nicht wollen, dass sie rauskommen. Und das ist auch kein Druck, ich verstehe nicht komplett. Also, die können auch einfach so schreiben. Ich publiziere nicht nur all die DM, die ich kriege. So, hey, okay, die so, da, guck, du warst nicht lang. Also ich ging nie etwas unhängen mit seiner Koch auch machen. Das, keine Angst. Mal, die schreibe ich bei mir auch. Okay. Mal vielmals merci nach der Gruppato, dass wir heute können sehen. Yes. Einziger Kaffee, den ich ohne Zucker trinken, weil die wäre wirklich mega gut. Das ist wirklich so. Mein Kaffee schmeckt immer nur Kuch. Also ich kann wirklich so, das ist wirklich so, das wurde weil pur. Ja. Ich hoffe, dass dir Leute gefallen. Merci, dass nur gelöscht hat. Ich hoffe, Sie bis zum Schluss bleiben. Und ich hoffe, dass auch viele Leute bei der Gölle froh kommentieren. Ja. Das wäre cool. Nice. Ja. Vielmals merci, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.